Hallo zusammen, hier ist der Cletus, Crown Cletus oder eben auch der Chris im Real Life. Heute mal mit einem neuen Game, und zwar ist Trials Evolution rausgekommen, wie ihr unschwer könnt erkennen. Und ja, die Frage ist natürlich, kennt jemand von euch Trials? Trials HD ist ja schon seit längerer Zeit draussen und es ist eigentlich ein Töffli-Spiel, man kann es ganz einfach sagen. Es geht nur darum, Gas geben und zu bremsen und das Gleichgewicht zu halten auf dem Motorrad oder eben sich nach vorne und hinten zu beugen. Und ich finde es noch richtig geil und vor allem jetzt das Neue hat noch so ein bisschen Einfluss von verschiedenen Szenarien. So. Das Alte war eher so ein bisschen düster und primär halt auf die Herausforderung. Und hier haben wir jetzt auch ein bisschen schöne Hintergrundgrafiken, Mehrspielermodus, Streckeneditor und alles, also wirklich wicked. Und ja, ich habe heute schnell ein bisschen probiert schon und habe hier die ersten paar Lizenzen durchgezogen, habe hier die Welten gespielt. Und das Coole ist eigentlich, alle Online-Freunde, die ihr habt, seht ihr im Spiel so einen Punkt und das signalisiert eigentlich, wie schnell oder eben langsam das die Leute waren. Also eigentlich auch noch eine schöne Herausforderung und ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier mal schnell gerade an die C-Lizenzprüfung, um euch das Game ein bisschen vorzustellen. Weil, zieht nach seinem Fall hin. Es ist richtig ein geiles Game und gerade, dass man auch miteinander spielen kann und untereinander eigentlich so ein bisschen Wettbewerb hat mit den schnellsten Zeiten, ist es, glaube ich, optimal. Und das Eichhörnchen hier auf dem Ladebildschirm ist auch richtig geil. Also, ihr seht, man kann nicht viel machen. Es ist ziemlich simpel und dann legen wir doch hier gerade mal los. Okay, hier gibt es immer ein bisschen Tutorials und so. Okay, langsam von der Kante zu springen. Jawohl, so hat es nicht so gehen, hä? So, also, was jetzt müssen wir uns das jedes Mal anschauen, ja? Das ist ein kleiner Leiden. Also, das mal ein bisschen sanfter als vorhin, hä? So. Oh, schön wieder das Gesicht eingeschlagen, hä? Dritter Versuch. So, jawohl, so hat es geklappt, hä? Okay, Backflip reinziehen. So, das war kein Stress, schön bis ganz hinten, damit wir genug Anlauf haben. So. Okay, da wird so ein bisschen Grundsätzliches erklärt, hä? Ui, ja. Und sie haben sich richtig etwas daraus gemacht, irgendwie, wenn er im Ziel ankommt, dass er noch richtig Straub verbollet oder so. Hat er schon einige Sachen gesehen, von Bomben über Klavier, die aufklatschen und so. Also, man merkt auch, dass eigentlich die Hersteller ziemlich Freude hatten, das Game zu machen. Und ich finde, das ist immer etwas Schönes, weil es gibt so viel Massenware. Und ja, es ist jetzt nicht etwas ultra Spezielles, das Game, aber allzu häufig sieht man es eigentlich schon nicht. Jetzt nehmen wir natürlich den schneller Flitzer, ist klar. Das Zeug kann man, glaube ich, auch noch alles modifizieren, so mit der Knete, die man gewinnt, aber das habe ich mir eigentlich noch gar nicht angeschaut. Wir ziehen jetzt hier durch die Level. So, zwischendurch noch ein bisschen Tricks. Und das ist eben neu, dass eigentlich im Hintergrund so viel Zeug rumknattert und rattert und finde ich eben schon noch geil gemacht. Das war gerade fast ein bisschen zu frech, aber hat zum Glück gut gelangt. Aha, okay, das war eine kleine Abzweigung, cool. Ja, zum Teil sieht man nicht ganz, wo es durchgeht, aber das gehört ja auch dazu, eigentlich die Strecke zu lernen, weil beim ersten Mal durchfahren macht man ja noch nicht die Bestzeit. Nein, voll verschissen! Komm schon, der kommt noch! Mir verreist! Jetzt muss ich nur noch da rauf schaffen, ja. Das längt nicht, das längt. Aha, da kann man unten durch. Gut. Ihr habt gesehen, wenn man es richtig hat gemacht hat, man auch oben durch können. Zack, schönes Rohr drin. Ja, okay. Ja, ihr seht, Silbermedaille, das heisst, es wäre noch schneller gegangen. Ja, nein, ein Harrier Strike. Das gibt's ja nicht. Aber jetzt geht es weiter zum nächsten Level. Es geht ja auch darum, dass man noch ein bisschen eine Herausforderung hat, wenn man es dann vielleicht mit schnelleren Motorraden spielt.
So ein bisschen die Hintergrundmusik ist eigentlich auch immer chillig. Ich hoffe, dass das Video wegen dem nicht geblockt wird. Mal schauen. Wow, schön sieht es aus, ja. Stylisch gemacht. Eieieiei. Ja, ich fange aber gerade wieder von vorne an, weil ich eigentlich schon einen guten Lauf herlegen. Und wenn man sich mal so zurücksetzen, hat man schon ein bisschen vergeben, sozusagen. Jawohl. Das hat einen schönen Platz gehabt für das Salto hier. Jawohl, aufpassen. Ja, schön gemacht, im Sonnenuntergang. So, ist geil, ist geil. Also die ist schon noch recht easy, also das ist keine Frage. Die kann man auch so durchziehen. Ups, ja. Aber man kann es trotzdem verschießen. Hey, nein. Scheiße. Also jetzt mache ich Kontrollpunkt, nicht, dass ich das Ganze noch einmal fahren muss. So. Naja, immerhin noch die silbrige bekommen. Aber man kann sich auch so ein bisschen in ihrer Form aufleveln, wie ihr seht mit diesem Balken. Und ja, so spielt man sich durch das Game durch. Eben, wie gesagt, also jeder, der auch nur ein bisschen Interesse daran hat, 1200 Microsoft Points und dann gehört es euch und dann können wir dann eigentlich untereinander, ja, kleine Herausforderungen machen und so, fände ich schon noch geil. Das sieht gerade nach einem schönen Anfangssalto aus. Ja, das ist ein schöner hier. Das ist ganz ein schöner. So. Alles klar, schön. Ganz geil gemacht mit der Fabrik hier. Nein, zu weit vorne gelandet. Unschön, unschön. Ah, und so ist das Ganze leider sich. Ah, da kann man rein. Ja, geil. Und jetzt noch den Ring angeschlagen. Fuck it. Also, nein, da wollte ich jetzt schon noch mal unten durch, wenn ich das irgendwie herbringe. So. Jawohl. Ei, nein, schade. Ja, das ist noch eine schöne. Vor allem ist geil, dass sie das gemacht haben. Also gut, gehen wir halt oben durch. Ah, shit. Schön auf den Rücken gelegt. Hey, da gibt es richtig viele verschiedene Wege. Stylisch. Sehr gut. Oh. Ah ja, das ist also kein alternativer Weg. Ja gut, schön, ganz geil. Ja, das hat jetzt nur Bronze gegeben. Ist schon ein bisschen ein schäbiger Lauf gewesen, aber immerhin, unser Mann schwimmt oben auf und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, jetzt weiss ich nicht, also ich mache es erst noch ein paar. Ich schaue hier schnell auf die Uhr, gesehen, es sind 8 Minuten. So kann ich schon noch schnell ein, zwei Strecken reinhaben, um euch das noch ein bisschen weiterhin lustig zu machen. Alright, legen wir hier wieder los. Wow, das ist geil gemacht. Das ist wirklich... Oh shit! Das ist wirklich geil gemacht, das Helikopterli. Das ist auch wieder ein schöner. Ja. Alles klar. Und vor allem ist cool, dass es eigentlich so mit Kurven und so geht. Oh. Oder dass es... Ah, scheiße. Schade. Dass es mit den Kurven auch so ein bisschen spielt und dass es nicht nur immer geradeaus geht. Sorry zusammen. Hey, nein, ich sollte mich noch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren und nicht so Crap-Texten. Schöner Moment, sie einfach das Gesicht reingehauen. Achtung, da geht's aufwärts. Jeba. Das ist eine abgefahrene Geschichte. Yeah. Schöne Beschleunigung. So. Das... Ah ja, da hätten wir schöner können nehmen. Raufhaben. Und schön, ja, auf den Stahlträger. Tipptopp. Ja, das ist jetzt trotzdem nicht so eine Sache gewesen, aber gleich wieder nur Bronze. Halt einmal auch müssen rücksetzen, wenn ich mich richtig erinnere. Dafür gibt es hier ein wunderschönes Feuerwerk. Unser Fahrer kann es leider nicht mehr so genießen. Ah, da ist wieder mal das Klavier runtergeklatscht. Dürnige Sachen. Und scheint gibt es dann so Profi-Herausforderungen und die sind dann richtig hart. Also ich weiss noch, im Trials HD habe ich dort zum Teil
einfach wirklich nicht mehr weiter können ziehen, weil es einfach zu tricky war. Aber hier geht es darum, ja, kann ich auch ein bisschen Zeit investieren im Evolution jetzt, weil es mir definitiv viel mehr Fun macht und wirklich auch stylisch aussieht. Und gerade der Streckeneditor, genau, das muss ich auch noch erzählen. Dort kann man dann selber eigentlich Strecken bauen, mit ganzen Events, die man dann triggern kann und so. Also wirklich ein ausgeklügeltes Werkzeug, das sie einem da scheinbar zur Verfügung stellen. Und das kann man dann auch mit der Community sharen. Das heisst, es gibt dann eigentlich eine unendliche Auswahl oder eine fast unendliche Auswahl an neuen Strecken. Und das sorgt natürlich für immerwährenden Spielspass sozusagen. Oh Scheiße, ja. Da ist Schleich gewesen. Nein, kurz vor dem Ziel noch verdammt verschissen. Ja, nein, den wiederhole ich jetzt nochmal schnell. Sorry zusammen. Aber da können wir eigentlich schon noch schöner durchziehen. Ich habe das Gefühl, seht ihr jetzt das Pünktchen hier? Das zeigt eigentlich meine vorhergehende Leistung. Und wenn jetzt jemand anderes von meiner Online-Freundesliste das schon gespielt hat, würde man dort auch die Namen sehen. Es ist sicher nicht so schön wie ein zweiter Fahrer, aber auf jeden Fall aussagekräftig. Und motiviert natürlich auch, schneller als das Pünktchen zu sein. Alles klar, Hey, jetzt ist das Ding nicht zusammengebrochen, oder? Ich bin doch vorhin neu mal. Da erst, ja genau. Okay. Alles klar. Also jetzt den hier, nicht verschießen. Yes. Und der Goldig reingehabt. Trotzdem gibt es noch eine kleine Explosion. Ja, und falls er vor der Explosion noch nicht gestorben ist, dann sicher da. Nein, das ist richtig wicked. So. Schnell schauen. Ja, 12 Minuten. Also, schaut, das sind noch 2 Strecken und dann ist der Block abgeschlossen. Ich würde sagen, das geben wir uns noch. Die Schnurren voll haben schon weggeklickt. Die anderen ziehen sich hier die malerischen Hintergründe rein. Und schauen hier so ein bisschen meinen Fahrerkünsten zu. Ja, das geht noch gäbig hier. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr einfach im Vergleich zu den tricky Strecken. Es hat natürlich auch einiges an Physikspielereien drin, die sind jetzt noch nicht so auftaucht. Aber werden dann auch immer ein grösserer Teil eigentlich. Wow, ja, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man drüber kommt. Gut. Was werden wir hier von Feuer angegriffen? Was war das jetzt gewesen? Stylisch wird darf so ein bisschen blaue Streifen hinterlassen, so je nach Licht. Ja, jetzt zum Beispiel ist es stylisch. Ups, ja. Ja. Ich kann natürlich jetzt nicht unbedingt meinen Lebenslauf zum Besten geben, weil ich mich ein bisschen schon konzentriere. Hoppala. Ja, schön. Yes. Und gerade rausjumpen. Yeah, fly over. Schöner Moment. Bis zum Mond geflogen. Ja, jetzt ist er aufgeklatscht. He? Gut, das heisst, machen wir uns noch schnell an die letzte Strecke. Das heisst, wir haben auch die nächste Lizenzprüfung freigeschaltet. Das läuft gut. Also gut. Okay, cool. Mit der Dunkelheit, die nach in den Tag hineinwechselt. Sauber gemacht. Schöner Jump, schöner Jump. So. Und ja, es ist halt definitiv auch wieder ein Game, das trotz der Herausforderung im Moment noch auch sehr relaxend ist. Auch wenn man es dann auch ein bisschen verkackt mit dem Crash. Hey, was, ich bin doch beim Kontrollpunkt durch. Ja, Frechheit. So, das Mal ist es aber gegangen, jawohl. Das wäre auch schöner gewesen. Der Karren, der hupt. Ja, der war easy gewesen. Für eine Silbermedaille, was ich ganz in Ordnung finde. Und wo landet der echt? Irgendwann. Dort hinten beim Elektromast. Also wieder von vorne losziehen fast. Ja, das wäre es jetzt gewesen mit so einem Block an Rennen,
Ah ja, zur Info, apropos Block. Der Block heisst jetzt eben nicht mehr so. Er hat irgendwie sein Passwort verhängt und hat jetzt irgendwie Benutzer Crown gottlos gemacht. Und da hat er jetzt irgendwie eine Sperrung bekommen, weil er ein bisschen zu fest durchdreht oder so. Am besten erklärt er es dir schnell selber in den Kommentaren. Und ja, wie gesagt, zieht nach Trials Evolution rein, die können. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es auf der PS3 auch gibt. Und auf dem PC müsste ich nur schnell abklären, aber wie gesagt, hoffe, sie sind gut unterhalten worden. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao zusammen.